Die frühgeschichtliche Abteilung präsentiert den Zeitraum von der Bronze- bis zur Eisenzeit, die mit der römischen Eroberung endet. In Westeuropa verbreitete sich die Bronzemetallurgie um 1800 v. Chr. Und ermöglichte somit die Herstellung höher entwickelter Waffen und Werkzeuge. Aus der Zeit der späten Bronzezeit, welche sich über das 13. bis hin zum 18. Jahrhundert v. Chr. Erstreckte, sind zahlreiche Fundstellen in Luxemburg erhalten, so zum Beispiel auch die Siedlungen Nospelt und Dudelange-Budersberg. Die Eisenmetallurgie verbreitete sich in der Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. in Westeuropa. Auf luxemburgischem Gebiet entdeckte archäologische Funde der späten Eisenzeit belegen, dass diese Eisenerzeugnisse überwiegend auf Beerdigungen zum Einsatz kamen. Bedeutende Gräber von Angehörigen des keltischen Adels, wie zum Beispiel von Flachsweiler und Altrier, dokumentieren die jüngste Phase der Hunsrück-Eifel-Kultur, welche auf die Jahre 450 bis 250 v. Chr. Zurückdatiert wird. Der größte Teil der frühgeschichtlichen Ausstellung ist dem Ende der keltischen Epoche gewidmet, sozusagen dem letzten Abschnitt der europäischen Eisenzeit, die auf das 1. Jahrhundert v. Chr. zurückdatiert wird. Die bedeutendste Entwicklung der keltischen Welt stellte in dieser Periode die Geburt der ersten Siedlungen mit städtischem Charakter dar. Diese keltischen Städte, lateinisch Oppida genannt, traten erstmals Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. in Erscheinung. Dank dieser Oppida verlagerten sich die politischen, wirtschaftlichen und religiösen Kompetenzen vom Land in die Stadt. In Luxemburg liegen einige der wichtigsten Fundstellen der späten Eisenzeit, also der Spätlatènezeit. Anzuführen sind hier beispielsweise die aristokratischen Gräber von Goublanche-Nospelt, das Gräberfeld von La Madeleine und das Oppidum auf dem Titelberg. Diese befestigte Siedlung auf dem Titelberg war die Hauptstadt der Treverer, einer mächtigen keltischen Volksgruppe. Die Grabkammer von Clémency ist eine der größten bisher bekannten Grabkammern der spätkeltischen Eisenzeit. Mittels der Informationen dieser und anderer Ausgrabungen lässt sich die Komplexität der Bestattungsrituale der keltischen Aristokratie besser nachvollziehen. Mit dem Gallischen Krieg wurde ein Umbruch in der keltischen Welt eingeleitet. Der Krieg wurde im Zeitraum von 58 bis 54 v. Chr. Durch Julius Caesar ausgetragen und führte zur schnell voranschreitenden Romanisierung des Treverer-Landes.